Salut zusammen, das ist Rufus. Herzlich willkommen zu Black Ops 1 das Mal. Aber zuerst mal etwas anderes. Wisst ihr überhaupt noch, wer ich bin? Ja, genau. Einer von diesen zwei, der nie ein Video auflädt. Aber es hat einen Grund. Und zwar, unser letzter Upload, ich gerade schauen, war vor 10 Tagen. Das ist eine verdammte Ewigkeit. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, alle 3 Tage, also sprich etwa 2-mal pro Woche, ein Video aufzuladen. Haben wir meistens eigentlich auch geschafft. Und jetzt aber eine ziemliche Pause. Und das liegt daran, dass ich die 6 Tage nach dem Upload, also nach dem letzten, habe ich mal Mr. G angeschrieben, hey, wie sieht's aus, ladest du mal ein Video auf? Oder 5 Tage vorher, genau, und der so, ja, nein, sorry, geht nicht, beim Arbeiten, aber machen morgen. Und dann hat mir irgendwie nächsten Tag geschrieben, ja, du, Rufus, sorry, aber mein PC spackt um und ich kann es nicht aufladen. Es geht irgendwie, irgendein Schritt ist nicht gegangen, ich weiss nicht, das Render oder irgend so etwas ist einfach, ist nicht gegangen und der PC ist immer wieder abgestürzt anscheinend. Dann hat er gesagt, hey, los, ich muss ihn neu aufsetzen, aber das wird heute wahrscheinlich nicht mehr, es wird wahrscheinlich morgen. Also. Und dann habe ich ihn wieder angeschrieben und passt. Nein, ich habe ihn zwar neu aufgesetzt, aber er spinnt immer noch rum. Ja, das ist uncool. Ich habe ja, wie gesagt, kein einziges Programm. Also, mal ich habe mal das Premiere gehabt, einfach die Testversion. Aber wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, dann, ja, kann man es auch nicht. Und ich habe dann eigentlich gefunden, ja komm, scheiß drauf, wir warten einfach, bis halt der PC wieder geht, oder bis wir eine andere Lösung haben. Aber heute habe ich mir sagen, nein, irgendwie, das geht nicht. Also, ich habe zwar auch viele Kanäle abonniert, wo mittlerweile nicht mehr viele Videos aufladen. Und ich abonniere sie, oder habe sie immer noch abonniert, weil ich meine, das frisst mir ja eigentlich kein Heu. Und darum sehe ich eigentlich den Grund nicht für mich jetzt vom Deabonnieren, aber ich kann das verstehen, wenn Leute uns deabonnieren. Und das ist zwar nicht der Fall, aber wir wollen es ja nicht darauf ankommen lassen. Und wie gesagt, ich habe heute gefunden, das geht so nicht und haben wir das Premiere die Vollversion geholt. Jetzt hoffen wir, dass ich dort Schlag komme. Es ist easy kompliziert bis jetzt, finde ich. Mir ist ja gesagt worden, es sei nicht unbedingt ein Einsteigerprogramm, aber also, wenn ihr das Video seht, mit dem einen oder anderen Fehler wahrscheinlich, es tut mir leid. Ich habe wirklich Mühe gegeben, aber das, ja, wie gesagt, wenn man sich halt nicht damit auseinandersetzt, dann ist das alles ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn man auch vorher noch nie, also ich habe nie irgendwie mit dem Sony Vegas Pro oder mit irgendeinem Bearbeitungsprogramm gearbeitet. Darum ja. Also wenn ihr das seht, sind doch glücklich. Weil ich bin es dann auf jeden Fall. So, was haben wir sonst noch? Genau, wir haben Robin the Magister, den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Geht dort mal schauen, jetzt diese Woche bin ich gerade bei ihm zu Besuch im Road to Commander, geht vorbei, ihn abonnieren, richtig geiler Typ. Des Weiteren, was haben wir noch? Was haben wir noch? Scheiß Wetter, aber das wisst ihr selber auch. Also, wenn das so weitergeht, dann wandere ich glaube so aus. Irgendwann, dass es Sonne hat und schön ist. Scheiß Regen. Aber ja, Hintergrundvideo Black Ops 1. Es ist ein brutal altes Gameplay. Das ist von... Ja, das war etwa im Frühling vor 2 Jahren. Also extrem alt. Ich habe dort auch sicher sehr defensiv gespielt. Ich glaube, also ich habe vorher schon reingeschaut. Ich bewege mich zwar schon, mache zwar den einen oder anderen Fehler. Zum Beispiel den Huey hätte ich viel früher einsetzen sollen. Hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Kills geben können. Am Anfang habe ich einfach geschaut, dass ich da die Blackbird sicher bekomme. Ja, ein sehr altes Gameplay. Ich habe früher sicher noch defensiver gespielt als jetzt. Ich spiele immer noch defensiv, aber ich finde einfach, es ist für mich konstanter gut. Ja. Also auch wenn ich mal gegen einen Clan laufe und ich mich nicht wirklich auf meine Teammates verlasse, ich komme irgendwie gleich noch mehr oder weniger lebendig davon. Und rushen, das versuche ich in Black Ops 2 auf jeden Fall vermehrt. Ich weiss nicht, es ist wahrscheinlich auch einfach eine Übungssache. Sache mit dem Movement, mit dem Aiming. Mein Aiming ist zum Kotzen, ich weiss nicht warum.
jetzt mal schauen, vielleicht schaffe ich irgendwann mal konstant gutes Aim hinzubringen. Aber jetzt ist es schwankt immer so zwischen 17 und 19. Zum Teil sogar bis 16 oder 15, keine Ahnung. Also eigentlich recht schlecht. Sorry, das war meine Uhr, die ich am Tisch angeschlagen habe. Ja, was haben wir sonst noch zu erzählen? Es ist eben ein riesenlanges Commentary, super. Ein riesenlanges Commentary, das geht irgendwie 8,5 Minuten knapp. Und ich habe jetzt angefangen für Black Ops 2, genau, ich habe angefangen für Black Ops 2 dann kürzere Commentaries zu machen. Aber das Problem ist alles Videomaterial, sprich auch die Aufnahmegeräte, sprich die HDPVR und CAD, also Elgato ist bei Mr. G. Ich kann mein Kino hier nicht leeren. Darum auch das Black Ops 1 Gameplay. Aber im Black Ops 2 versuche ich jetzt ein bisschen kürzere Szenen zu machen. Das heisst, vielleicht nur die zweite Halbzeit oder nur die erste. Oder vielleicht ist es auch überlappend, aber so sagen wir so 5 Minuten. Jetzt quatsche ich 6 Minuten. Und ich glaube, 5 Minuten hätte ich auch das Wesentliche eigentlich können erzählen. Dann habe ich noch ein paar Live-Commentaries stuck. Das eine wäre eben das, was jetzt eigentlich rauskommen von Mr. G, aber ich kenne die Story mittlerweile. Und sonst, was haben wir noch? Ja, genau. Jetzt sind wir bei 173 Abonnenten. Herzlichen Dank dafür. Das 200 Abo-Special, weiss nicht, ob wir da gross etwas machen, weiss aber auch nicht, ob wir das je werden erreichen, weil wir sind bei diesen 170 umeinander, so seit ein paar Monaten. Falls wir es erreichen, denke ich, machen wir eher so etwas Kleines, so ein Q&A, also ein Question and Answer, wo ihr uns Fragen stellen könnt, mehr oder weniger auch privat, also wo ich jetzt wohne und so, das interessiert keinen, aber ihr wisst so, was für Fragen, so Haustiere und was machst du beruflich und bla bla, Sport, so in dieser Richtung, genau. Oh ja, genau, noch etwas anderes. Ich habe das zwar, glaube ich, im Live-Commentary gefragt. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiss ja nicht, wenn das Live-Commentary rauskommt, ob es irgendwann rauskommt oder wie es mit unserem Kanal überhaupt weitergeht. Da müssen wir eben mal noch schauen, wie es so mit der Technik und so, Aufnahmegeräten etc. aussieht. Meine Frage, wann ist es euch am liebsten, dass wir Videos aufladen? Also ich persönlich, mir ist es eigentlich gleich, wenn die Leute, die ich abonniert habe, Videos aufladen. Ich gehe mal auf YouTube, schaue, was ist neu, was interessiert mich, klicke auf später ansehen und dann, wenn ich Zeit habe, schaue ich sie. Aber ich glaube, es gibt, also habe ich so gehört auch von anderen YouTuber, die schauen das Gameplay schon gar nicht, die hören einfach das Commentary. Und ja, ich weiss nicht, das machen sie wahrscheinlich, wenn sie irgendetwas anderes am machen sind oder vielleicht Hausaufgaben, keine Ahnung, irgendwie, wenn sie noch jemanden brauchen, der sich ein bisschen ablenkt von dem Mathematikzeug oder was auch immer. Darum, wenn ist es euch am liebsten, dass wir Videos aufladen, so Uhrzeit, ja, das